のでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっとRichtiger Dreck. Was ein richtiger Dreck. Ja, weißt, manchmal gibt es einfach in der Welt Menschen, die es einfach besser wissen. Und eben, also jetzt in diesem konkreten Beispiel geht es um E-Mails. Und E-Mails, das ist einfach eine Technologie, die noch vom letzten Jahrtausend einfach herstammt. Und Deutsch als solches mit Ü, mit O, mit Ä und so, mit diesen ganzen Umlaut, ist einfach nicht fürs E-Mail gemacht. Ist einfach so. Und jetzt, das ist einfach nicht, ist nur auf Englisch ausgelegt, oder? ja, also- vor allem, ja. Also Ja. vor allem auf die ASCII-Zeichen. Es sind einfach so spezielle Zeichen, die eigentlich so standardmäßig Aha, ja, jetzt hat es auf geschaltet. einer Tastatur sind. Und Ja. die standardmäßige Tastatur, ich meinte, dass das vor allem Englisch. Und im Ah, Englischen gibt es halt einfach keins. Ja. Und aus dem Grund wird es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, da den Wunsch vom Kunden irgendwie Umzusetzen. so umzusetzen. Aber ja. Ja. Du, ohne Challenge ist es nicht spannend, oder wie? Ja, das stimmt schon. Aber manchmal, und das ist das Ding jetzt an dieser ganzen Geschichte, da hat jemand von dieser ganzen Geschichte, es sind da mehrere Personen in dieser Geschichte involviert und die eine hat halt gesagt, ja, das geht. Aha. Und die ist einfach nicht aus diesem Bereich. Ah, scheiße, ja, das ist blöd. Und jetzt, aber der Kunde, der hat mit mir heute Morgen gewisse Sachen einfach gerade zusammen gemacht. Also weil halt auch ihre Kreditkarten so haben müssen hinterlegt werden. Und danach hat sie da mal DNS-Einträge von ihrer Domain gesehen und wie man das jetzt mit einem E-Mail muss zusammenhängen und so. Und dann hat sie gesagt, hey, look, Nils, schön und gut, aber ich stehe einfach, wenn ich so Sachen sehe, stehe ich einfach kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Ja, also absolut verständlich. Und darum, ja, es war gut gewesen, dass sie das jetzt mal gesehen hat, weil Haufen Menschen, es funktioniert einfach plötzlich. Aha. Aber sobald es mal nicht funktioniert oder sobald man irgendwie einen Spezialwunsch hat und Ja, irgendjemand dann- weiss es einfach besser, Ja, dann wird was aber selber einfach nicht muss machen. Vor allem, das finde ich der geil. Es ist so der Klassiker. Ja, das geht. Das sagt man aber dann nur, weil man gerade selber weiss, man wird es nicht müssen machen. So. Wenn ich weiss, ich muss es nicht machen, dann ja, das geht schon. Das ist einfach schwierig. Ja, und darum richtig Dreck. Dreck. Ja, mit diesen wunderschönen Worten begrüßen wir euch alle Ja. hier in dem Podcast. Wie geht es dir, Andri? Ja, Wie steht's? Alles ich muss- senkrecht? Mir geht es ein bisschen im Wetter. Es scheint mir die Sonne aus dem Arsch. Also es ist einfach schön. Ich habe hure Freude, dass es endlich wieder Sonnenschein hat. Und wir haben heute grilliert. Wir haben jetzt das erste Mal grilliert im Büro mit dem neuen Grill, den wir letzte Woche geholt sind. Oder schon vor 2 Wochen. Und ist zwar ein Elektrogrill. Ja, ich weiß, ist immer schwierig. Aber ich muss sagen, es war hure geil gewesen. Und das Feeling, ich weiß nicht, wenn ihr das kennt, man ist so auf dem Balkon, man tut so den Laden runterlassen, den Sonnenstoren und dann einfach so das rote Licht oder Orange durch den Storen und haben wir schön auf dem Balkon gegessen. Ich finde es hure nice. Und vor allem, was heute einfach wirklich... Es gibt im Moment so eine Fernsehwerbung. Ich bin nicht sicher, von welcher Marke, ob es Citerio, italienische Salami oder irgendwie so etwas. Irgendwie so etwas. Und zwar sind wir draussen am Grillieren gsi und nachher kommt einfach aus dem Nichts von meinen Nachbarn über oben kommt einfach eine Flasche Wein oben runter mit einem Schnürli so. Und nachher der andere da schön am Wenden und der Fokus halt Ich aufs habe gar nicht Fleisch. gecheckt. Und ich plötzlich, hey du Andri, schau mal raus. Und dann zack, einfach eine Weinflasche vor unseren Augen. Ja. Und danach haben wir noch ein bisschen auf und runter geredet, ob sie noch eine Wurst drauf tun und so.
war hure lässig. Das Grillieren verbindet und irgendwie, und es ist mir noch nie passiert. Das ist einfach die Weinflasche mit dem Schnürli oben runtergekommen. ich muss nachher schauen, ich habe ja noch ein Foto gemacht. Vielleicht kann man das irgendwie verwenden, dass man das sieht. Vielleicht als Thumbnail, Thumbnail oder so. Das wäre können wir vielleicht für lustig. die Folge. Die Weinflaschenpost, Alter. Und in dieser Fernsehwerbung, es ist quasi wie andersrum. Also es ist nichts oben runtergelassen worden, sondern alles ist unten aufgegeben worden. Aha. Also es ist so ein höchstes Haus in dieser Werbung. Und dann hast du den Kessel, hast einfach zuunterst unten beim ersten Mieter, hast den Kessel mal angehebt, auch mit einem Schnürli. Ja, so Nachher Flaschenzug der erste hat das, Flaschenzug, und dann der erste hat ein Stück Brot, der zweite hat irgendwie ein paar Tomaten, dann ein Stück Salami und zuoberst oben auf der Dachterrasse sind dann alle quasi zusammengehockt und haben dann ein riesen Fest gehabt. Lustig. Und eben, Vor wo allem- die Weinflasche oben runtergekommen ist man gerade das so in den Sinn gekommen. Ja, und vor allem, wenn man so eine Werbung sieht, dann will man sich ja denken, so, oh ja, total unrealistisch, das passiert ja nie. Aber wir haben es jetzt umgekehrt erlebt. Ich höre von der Werbung, weil es passiert ist. Voll komisch, aber voll geil. Ja, voll geil. Also das würde Ich ich- muss denen dann noch Danke Ja, sagen. ich schwöre, eigentlich müssten wir denen jetzt etwas auflassen. Weißt du, irgendwie so mit einem Stecken oder so, mit einem Blumenstrauß und nachher noch so eine Schachtel Schoki oder so. Ja, aber Also das stelle ich mir aufladen. noch schwierig vor. Ja, das schaffen wir. Wir mit ihnen, ja. Sonst müssen wir ihnen halt sagen, dass wir mit da unten auf dem Balkon stehen. Dann gehen wir rauf und dann nehmen wir etwas ab. Ah. Also das Lustige ist eben noch, die Mieter oberhalb von uns, die haben ein Büsi. Und das Büsi, das hat ja da an der Fassade hat's so ein Leiterli. das ist Also cool. ein hure geiles Leiterli. Also das habe ich vorne auch noch nie gesehen und das ist schon vor meiner Zeit da so dort gestanden. Und das ist einfach so halt so eine Wendeltreppe, würdest du dem glaube ich sagen. Einfach wo das Busi so wo es so auflaufen kann. Und jetzt, heute beim Grillieren, haben wir es halt ein bisschen mitbekommen, das Büsi, wo jetzt 4 ist, hat heute oder in den letzten paar Tagen die Leiter so ein bisschen für sich entdeckt. Ja, Und während dem Grillieren ist es heute so ein bisschen auf Entdeckungstour gegangen. ich habe es hure herzig gefunden zum Zuschauen. Es ist irgendwie, man hat ihm richtig angesehen, wie es bei jedem Geräusch irgendwie verschrocken ist, wo Leute war. Und es ist irgendwie immer so, es ist runter, dann hat es ein Ründeli gedreht, so auf so 5 Quadratmeter. Dann ist sie einmal wieder rauf und nachher wieder runter und dann sind es schon 10 Quadratmeter gewesen. Und dann sind ja Hunde durchgelaufen. Und normalerweise hätte ich jetzt gedacht, ja shit, okay, die Katze, die speidet jetzt gerade wieder ab, die Leiter ist drauf. Ja. Aber die ist irgendwie immer näher gegangen und ist dann zu den Hunden an. Aber es hat genau so einen Haken dazwischen gehabt. Und der Hund hat irgendwie ist weniger darauf klargekommen wie die Katze. Der Hund ist irgendwie so und die Katze ganz gechillt, einfach am Durchschauen. So. Ja. Das ist hure herzig. Mega. Und Mega. halt Katzen, am Nils sein Herz schlägt einfach für Katzen. Ja, aber auch das Das- Katzenherz schlägt für den Nils. Das muss man auch sagen. Also definitiv. Ein Ja. Katzenflüsterer. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal besprochen haben im Podcast. Ich meinte eben schon, dass wir das schon mal gesagt haben. Aber der Nils Also der ich- Katzenflüsterer. Ja, aber darum bin ich ja auch in das Katzenkaffee zum Ah, ja, Beispiel. stimmt. und das haben wir im Podcast schon mal Ja, voll. erzählt. Ja. Aber was ich aber lustig gefunden habe, eben mit diesen 5 Quadratmeter, 10 Quadratmeter und dann am Schluss, wo wir wieder reingeräumt haben, ist schon am nächsten Hocker, also vielleicht 30 Meter Ja. von uns entfernt. Das ist wirklich. Und es hat auch mal so einen Spruch gegeben: Männer können sich nicht verirren. Aha. Sie entdecken nur neue Kontinente. Und Oh Mann. Und Büsi ist schon gar nicht. das ist aber- mir beim Büsi auch wieder in den Sinn gekommen. Ja, und das, was du ja dort am Mittag noch gesagt hast, finde ich eben schon noch geil. So mit dem Büsi und dass das Büsi das Gefühl hat, dass eigentlich das Büsi der Chef vom Mensch ist. Also so der Ansatz, dass das Büsi eigentlich denkt, ja, der ist für mich da und ich bin der Mittelpunkt von der Erde. So. Wie wir Menschen eigentlich immer das Gefühl haben, wir sind der Mittelpunkt. Und das Büsi ist unser Tier, aber das Büsi hat genau das gleiche Gefühl. Das finde ich noch spannend, weil zu einem Büsi habe ich das Gefühl, passt das. So, auch mit dem eben Vögel bringen oder so. Dass es dich wie nochmal versorgt oder ja, dir Liebe zeigt. Den habe ich noch cool gefunden. Das habe ich vor allem auch noch nie gehört vorher. Aber
ich habe das irgendwo mal gelesen, ich weiß nicht mehr halt wo, aber dass aber wenn dein Büsi mal einen Vogel oder ein Müsli oder sonst irgendetwas mit heimbringt, dass das entweder als Dankeschön, das habe ich auch schon gehört, aber halt eben, dass du eigentlich der Bedürftige Ja, in diesen in diesen 4 Wänden bist und das Büsi muss auf dich schauen, weil sonst verhungerst du. so Das Büsi würde überleben, Ja, genau. aber das Büsi, du bist das Problem. das ist so gut. Ich finde, das passt eben zum Büsi. Ja. So, du musst ihm Essen geben, sonst motzt es der Bude voll. Aber eigentlich hat es das Gefühl, es ist der Boss. Das, Gerade diese Woche am Montag bin ich ja in der Schule mal wieder gewesen, nach Ostern und was ist, 6 Leute ist ja in Zürich mit dem Bög. ist das Können wir auch vielleicht- frei? Ist Ja, der ja. auch frei in der Also Schule? einfach Stadt Zürich Ah. hat dann zu, Ja. Feierabend. Ja. Ja gut, Ähm, weil es sonst einfach nicht möglich wäre, wenn du die Stadt müsstest im Vollbetrieb nehmen und dann dort das Bellevue sperrst. Oder wo ist es? ist 6 Leute Oder, Platz. Ja, einfach 6 Leute Ja. Platz. Ja. Ja, und eben diese Woche am Montag wieder mal Schule und die Kollegin, die hat jetzt seit frischem hat die einen Hamster. Ein Hamster. Und sie hat irgendwie so erzählt, es gibt für Meersäule gibt's irgendwie so ein Spielzeug, wo du kannst so ein Leckerli, das gut sein, kannst so in ein Böckchen rein tun. Aha. Und die Meersäule muss mit den Zähnen irgendwie so Holzstäbli eine Art wie so rausziehen. Oha. Also sich den Weg quasi so ein bahnen. Rätsel. Ja, so. ein kleines Rätsel, wo man wie so ein Mikado-Stäbli irgendwie muss rausziehen muss. Oder ich stelle mir gerade so das Meersäule vor, wie sie mit der Brille hockt und so Kapla-Stämmchen am Rausziehen ist. Oh. Nein, wie heisst das, wenn der Turm zusammengeht? Jenga. Jenga, genau. Oder Jenga. Jenga. Ich meinte Jenga, gell? Jenga ist was anderes. Jenga ist eine psychedelische Droge. Ja. Ja. Und dann kann es mit dem. Also checkt das es Meersäule? Anscheinend, ja. Und aber die Kollegin hat so erzählt, ja, aber sie ist ja eigentlich für Meersäule und Meersäule sind ja nochmal deutlich grösser als Hamster. Und sie hat aber in dem Moment, wo sie das Spielzeug gekauft hat, das habe ich noch bewundernswert gefunden, hat sie voll Selbstvertrauen in ihren Hamster gehabt. so gesagt, hey, Welt, schau zu, mein Hamster bringt das einfach an, der tut jetzt einfach abliefern. Und die Tatsache, der hat es voll geschafft. Was? Und irgendwie innerhalb von 3 Minuten hat er das gecheckt. Krass. Hey, ich kann mir das. Heftig. Das sind vielleicht gar nicht. Weißt du, so ein Hamster. Ich meine, so groß ist das Hirn ja nicht. Also, Ja, wie der das macht, das ist doch kommt ja nicht immer auf die Grösse drauf an. Gell? Das stimmt. That's what she das- said. Ja, Oh Mann. ja. Aber ja, ein Hamster. Ja. Ein kleines Tierli. Die quieken doch immer so schlimm in der Nacht. Ich meine, die Hamster sind voll nachtaktiv. Ja, ja, Also habe ich auch das- gemeint. Aber die sind ja schon herzig und lustig und so, aber streicheln kannst du es nicht wirklich. Mhm. Plus nachtaktiv des Todes. Ja, super. Also Völlig blöd eigentlich. völlig beschissen, ja. Wenn du heim bist, dann schlafen sie. Und dann, wenn du willst schlafen, sind sie aktiv. Und wir sind eben auf den Hamster sind wir darum drauf gekommen, weil ein anderer Kollege aus der Klasse hat jetzt von der Freund, also von seiner Freundin, vom Mami, keine Ahnung, irgendwie so, hat er den Schildkröte übernommen. Aha. Also, jetzt ist es ein Bärli, so ein Schildkröte und ein Hamster, oder? Nein. Also es sind zwei okay. verschiedene. Es sind Also. zwei verschiedene, aber die eine Klassenkameradin hat einen Hamster und auf den Hamster sind wir zu sprechen gekommen, weil der eine jetzt die Schildkröte Schildkröte. von der Freundin eine Art übernommen hat. Oder die jetzt auch in die gemeinsame Wohnung, weil die ziehen jetzt eben zusammen, dass die dann auch ein Plätzchen bekommt. Schildkröte ist noch lässig. Aber ich finde, Schildkröte ist nur lässig, wenn du so einen grossen Teich hast. Verrissen und dann kannst du die Schildkröte so dort lassen. Weil so eine Schildkröte würde ich mir schon holen. Weißt du, gemütlich. Ich finde die Schildkröte irgendwie ein geiles Tier. Es gibt sogar eine grosse Meeresschildkröte, die mit meinem Namen durch den Atlantik schwadert.
Und meine Grosseltern haben, als ich auf die Welt gekommen bin, haben sie bei einer Tierschutzorganisation haben sie einen Schildkrott finanziert. Das sind so Retter, die wenn Schildkröten verletzt sind oder so, die reinnehmen, die chippen, GPS und so, und die flicken, blöd gesagt, und dann wieder ins Meer lassen. Und dann hast du das können finanzieren, so eine Schildkröte. Mit halt dem Tracker und alles. Und dann hast du ihr einen Namen geben. Und dann haben sie eben, als ich auf die Welt gekommen bin, haben sie einen Schildkröte andere getauft und haben die Schildkröte finanziert, dass die wieder ins Meer kann. Und die schwimmt, die lebt immer noch, glaube ich. Die schwimmt immer noch rum. Ja, Schildkröten, die werden älter wie Menschen, glaube ich. Also so im Schnitt. Auf jeden Fall könnte die auch 80 werden. Habe ich so in Erinnerung. Vor allem die grossen. Also. Das ist ja keine Galapagos-Schildkröte. Galapagos-Schildkröte. Ja, die sind schon auch die grossen. Aber das sind Galapagos nicht die ganz grossen. Goss? Galapagos, ja. Galapagos-Inseln, Ja. würde ich sagen. Also das sind die richtig grossen und sind das die werden in richtig der alt. Masualenhalle hocken? Weißt du, in der Masualenhalle haben sie auch Schildkröten. Die ganz grossen, die sind grösser als wir. Wenn du dich zusammen als ein Päckchen machst, dann könntest du mich 3-mal in so einen Schildkrötenpanzer reinpacken. Hat es dort eine Schildkröte? Dort hat es Schildkröten, ja. Riesen Schildkröten. Aber eben, ich weiss nicht, ob das Galapagos sind. Ich meinte, sie haben so eine geholt wie bei Nemo, weißt du? Wie der Dude. Ja. Von Nemo. Hey, Dude. Der ist so geil. Der ist so super. Hey, Dude. Oh Mann. Voll Also ich cool. finde, den Pelikan bei Nemo finde ich einfach sympathisch. Ja, der ist ein Baba, Alter. Er carryt alle durch. Ja, weißt du, wer der heisst? Nein. Der Name von dem Pelikan, der heisst Nils. Ah, wirklich? Ja, sicher. Ja, dann ist auch klar. Ja, so geil. Und halt die scheiß Möwen, die finde ich geil. Ja, Meins. Ja, die sind schon geil. Vor allem nachher auch, wieso, die fliegen ja hinten rein und dann wie so Schwerter bleiben so im Segel stecken vom einen Schiff. So ja, voll geil. Das war geil. Es gibt ein cooles Spiel auf der Playstation, das heisst irgendwie Escape Fish oder so. Und dann spielst du einen Fisch in so einem runden Glas rein und mit dem Glas rollst du. Und dann musst du so über Gassen und Bachen immer den Weg ins Meer finden. Durch so Wohnungen durch und so. Das ist noch ein cooles Spiel. Das hat mich jetzt, also das Nemo hat mich gerade an das erinnert. Das ist noch ein lässiges Spiel, wo du einfach so rausflüchten musst. Und dort hat es, glaube ich, auch Möwen, die die Bösen sind in dem Sinn. Also es ist auch so der... Meins. Ja, so in die Richtung. Aber noch ein lässiges Spiel. Es ist ein neues. Es sieht noch cool aus. So comicartig gezeichnet. Also mit Tier und so Kugeln kommt mir nur G-Force in den Sinn. Wow, G-Force! Das sind ja die Ja, genau. Geheimagenten sind das gewesen, Ja. wo auch so Kugeln irgendwie Den hatten. habe ich sogar im Kino geschaut. Ja, und same. dort ist es ja so, dass nachher alle Maschinen und Geräte werden eigentlich von einer AI oder etwas werden ja übernommen und werden zu Robotern und kämpfen ja nachher. So die Ist Kaffeemaschinen und so. So wie bei Transformers. Ja, Gibt es dort dann Allspark, vielleicht Megatron, Alter. Megatron, Megatron. und Optimus Prime, Und dann kommt so ein Meersäule. I'm Optimus Prime! Bumblebee. Ja, so ein gelb gestrichenes Meersäule. Oh Mann. Ja, aber das ist hure geil, weil ich bin ja auch mal in Amerika gsi, damals noch mit meinem Papi, und das war genau die letzte Reise gsi, bevor das bei mir die Lehre angefangen hat. Also bevor dass ich nachher ein KV angefangen habe. Das ist 2014. 14. Krass. Ist das gsi, voll. Krass. Alter, das sind jetzt einfach Das ist 10 Ja, Jahre. das ist Alter, Scheiße. das 10 ist, Jahre. also ich hätte jetzt, weißt du, wenn so unsere Eltern und so haben das ja irgendwie noch jemand gesagt, ja, so ja. vor 10 Jahren, vor 15 Gell, Jahren, und wenn aber man so denkt, wir können das jetzt nicht einfach anfangen zu sagen. ja. Ja, also es ist krass. Ich habe letztes Jahr auch meine alten Minecraft-Let's Plays angeschaut, die ich gemacht habe. Und das war also 2013 oder so. Und das ist hure krank. Ich denke so, wo sind all die Jahre an? Und doch kommt es einem vor, wie wenn es auch 20 Jahre könnte her sein. So. Ist so. Also, ganz krass. Und die letzten Ferien, bevor das bei mir die Lehre angefangen hat, sind wir auf Los Angeles plus danach mit dem Auto auf San Diego runtergekesselt. Wow, so an An der der Küste. Küste entlang. Wow. Das ist genau so
es gibt doch so auch den Videotrend, wo so alles Neon, irgendwie, es gibt einen Namen für das, so weiß, V-I-C-E, so weiß. City, Weiss- Vice City. Und nachher alles so Retro und Neon und hinten dran eine grosse Sonne, die so am Flackern ist mit dem LCD-Display-Effekt irgendwie. Und das ist genau so, habe ich mich dort gefühlt. Einfach so Palmen. Ja, das ist schon so, Nebendran dass einfach der Ozean, der so am Flimmern war, war geil. so traurig. Mich erinnert das nur an GTA. Ja. GTA, weil das halt immer auch so in dem spielt. Ich glaube, über dort redet man auch von Miami Vice. Irgendwie. Aber Miami wäre ja auf der Ostküste. Also Florida ist das. Ja, voll, aber ich meine jetzt auch so wegen GTA. Mhm. Weil GTA. Ach, warte, wo ist GTA mit Aber alles gewesen? Ich meine, die Dings GTA 5, das ist Los eher Santos. Ja, Das genau, ist Los LA. Angeles. Das ist LA, ja. Ja, mit voll. Santa Monica Beach Ja, und genau. alles drum und dran. Ja, und Auf jeden Fall, oder Ja. sorry. nein, erzähl. Okay. Erzähl. Auf jeden Fall, und da schlägt dein Filmenherz einfach extrem. Ja. Sind wir dort halt auch Universal Studios anschauen. Wir sind zu Paramount Pictures und Paramount. Wenn du mal irgendwann auf Los Angeles gehst, also auch du, der jetzt zuhörst, geht unbedingt Paramount anschauen. Paramount ist 10-mal geiler als Universal Studios und Paramount ist einfach noch viel familiärer. Ja. Also dort hast du nicht so Gruppen an 200 Leuten und du ist siehst das- nichts ja. und so. Sondern bei Paramount, ich glaube, wir haben auch so ein bisschen ein spezielles Ticket gehabt, klar. Aber wir sind dort in einem 20er-Grüppli gsi. Wir haben eine persönliche So ein- Assistentin, Ja, so wo ein so, Guide. genau, die hat Amber, hat die geheißen, und das ist Wie auch sonst. Wie kannst du heißen, in den Paramount Studios eine Führung ist, Alter? Und anscheinend ist sie eben selber Schauspielerin, also einfach so angehende Studentin, irgendwie so etwas. Dementsprechend hat sie auch relativ ansprechend ausgesehen. Mhm. Also so richtig ansprechend. Also hast du mich überredet. Und nachher sind wir dort halt durch alle Studios gegangen und die Requisitenlager, das, also wirklich, das kann man sich nicht vorstellen. Props. Das ist Lagerhalle an Lagerhalle an Lagerhalle. Da sind alle Casinoautomaten, ja. 50 verschiedene mit einem einarmigen Bandit. Nachher Aus 5 den Jahren, weißt du auch Ja, noch, wenn genau. du so 80er-Jahre-Automaten... Ja, Und dann Wow. 5 Gestelle nebendran kommen dann alle grünen Geschirr. Dann kommen 2 Reihen nachher alle weißen Geschirr, blaue Geschirr, das. Also mit dem, das ist Digga. Ikea hoch 10'000. ja. Und das Geile war eben, in einem Studio von ganz Haufen sind halt auch noch Originalrequisiten, die Ja. effektiv eine wichtige Bedeutung hatten in einem Film. Und dann in einem Studio, in einer Vitrine, ist der originale Allspark von Transformers drin. Wow, Digga. Und Der ist, ich sage jetzt, etwa 40 cm groß Aha. und der hat ja ganz viele so Einschriften und ja. so ganz, ja, wie es gibt doch- Hieroglyphen. ja, so Hieroglyphen. Hieroglyphenmäßig und so. Und das hat so geil ausgesehen. Du hast einfach gewusst, hey, der Ja. ist am Filmset dabei gewesen. Das ist der, den ich im Film gesehen habe. Digga, ich finde so etwas anderes faszinierend. Aber das andere faszinierend, ich kenne es halt nur aus Videos. So von den Behind the Scenes, wenn sie bei Herr der Ringe oder so die ganzen Wälder gebaut haben und das. Und ich finde das, also für mich ist das eine Traumwelt. Also würde ich 100-mal in jedes Studio gehen wahrscheinlich. Ich wäre wahrscheinlich auch einer, der könnte dort, weißt, arbeiten und es würde mir nicht langweilig werden. Ich würde jeden Tag denen das Gleiche erzählen, mit riesen Freude. Wirklich, die nächsten 30 Jahre. Ich finde das so faszinierend. Ja, aber da siehst du halt auch, wenn du jetzt dir denkst, wo du in diesem Lager gestanden bist, das ist nicht die Arbeit von 3-4 Jahren. Da wird seit Jahrzehnten wird alles Mögliche produziert und dann auch gesammelt und was du wieder kannst brauchen und ich finde das so geil. Das ist hure geil. Das gewesen. ist- Also Wow. Paramount mit Abstand das geilste Erlebnis dort.
Auf die andere Seite das beschissenste Erlebnis in dieser Reise war, ich bin mit meinem Papi. Mein Papi hat gerne so Seafood. Alles, was fischelt. alles, alles von Tintenfischli über Shrimps, über Muscheln, über Fisch und alles, was noch ein bisschen lebendig ist. Das, also ja. Auf jeden Fall, ich habe eigentlich Fisch und so habe ich eigentlich schon gern. Aber es gibt halt auch einfach Sachen aus dem Meer, die ich nicht so anmächelig finde. Ja. Und ich habe bis zu dem Datum habe ich noch nie Austern gegessen. Und Austern, das sind ja die Muscheln, die so aufknackst und dann nachher so eine Zitrone auspressst und dann tust du es schlürfen. Bläh, boah, hey, mich verrührt es noch schon. Ich habe das noch nie gegessen und ich will es auch nie essen. Ich habe es mal probiert, aber... Hast du mal probiert? Ja, aber nein, für mich schmeckt es einfach nach Fisch. Und ich habe halt nicht so gerne Fisch. Oh, Also, mein Dad hat das amigs gemacht. Und dann... das ist mit Abstand das grusigste Stück irgendetwas gsi, das ich jemals in meinem Maul irgendwie Jetzt gescheiter hatte. wieder ins Meer gerührt. Und ja, die sollen am Boden ein bisschen Muscheln sein und Perlen produzieren. Aber Ja, sicher schön. nicht. Ja, und mein Papi, weißt du, so, «Schau, Nils, das ist jetzt eine Spezialität vom Meer, das ist eine Gabe und das musst du jetzt einfach geniessen, weil ein Muschel kostet 10 Franken oder weiss nicht wie viel. Und das ist ja wirklich ein Furz, der in dieser Muschel eigentlich über Jahre anreift. Und nachher tust du es aufbrechen und dann ist es eigentlich noch Und eigentlich scheiße. findest du es gar nicht so geil, ja. Nein, es ist beschissen. Also eigentlich kompletter Fail. Absolute Fehlkonstruktion von der Natur. Nein, von den Menschen. Ja, und ich habe dann das... Also es ist ja eigentlich wie so eine Art Säckchen, die Muscheln. Und das lebt halt in dem Moment, wo du aufmachst und dann ins Maul. Und dann tust du es ja verbeissen und dann... Ja. Und dann ist einfach die Konsistenz, Alter, wie ja. ein Pilz, der 2 Stunden in der Sonne gelegen ist, Alter. Nein. Ja. Also irgendwie am vergleichbarsten für mich jetzt ist irgendwie so ein uralter Kaugummi, der irgendwo unter einem Stuhl irgendwie so geklebt hat. Und dann tust du den Kaugummi so abkratzen und im Wasser ein bisschen einweichen, dass er wieder feucht wird. Und das Teil probierst du dann im Maul irgendwie runterzuschlucken. Hey, nein. Soll jetzt wirklich lieber Muscheln bleiben. Ja, wirklich. Nein, also Seafood war noch nie so mies. Ich hatte es nie gern, auch nicht. Aber ich habe auch erlebt, so, mein Papi zum Beispiel hat auch immer gerne Muscheln gegessen. Oder isst auch heute noch gerne so Muscheln und Meeresfrüchte. Auch so auf der Pizza, weißt du. So. Und ich denke dann immer als Kind, hey, jetzt hast du so eine geile Pizza und jetzt zerstörst du die mit so komischen Muscheln. Frutti di Mare. Ja, genau, Frutti di Mare. Habe ich auch lange nicht gecheckt als Kind, dass Meeresfrüchte Tiere sind. Was hätte es dann sollen sein? Ja, Früchte! Aha! Wenn ich von einer Frucht rede, dann hängt sie ja nicht am Baum und schreit um. Sondern das ist einfach eine Frucht. Und für mich sind Meeresfrüchte, habe ich immer gemeint, das sagen so, halt ja Früchte im Meer. So ein Meeröpfel, weißt du? Oder so. Oder Solarbeeren, nein, ich weiß es auch nicht. Oder halt in Salz eingeleitet, fast. Im Meer. Da habe ich auch noch eine lustige Story. Früher habe ich Frauenfeld. Die Stadt Frauenfeld bei uns in der Schweiz habe ich mir irgendwie auch so vorgestellt, wie du Meeresfrüchte. Also was? Ein Frauenfeld? Ja, ein Feld, wo Frauen wachsen, irgendwie. Und also bin ich irgendwie 3 oder 4 bin ich gewesen. Ja, und für mich irgendwie sind Frauen so, zuerst war ein Knospe, nachher kommt so ein Knopf raus und dann wächst die Frau irgendwie so aus dieser Knospe raus. Ja. Ein Frauenfeld? Frauenfeld. Ja. Frauenfeld. Ja, aber früher als Kind waren wirklich solche Sachen, die man nicht ganz checkt. Ich weiß gar nicht. Habe ich noch so etwas? Hast du noch so etwas, wo dir in den Sinn kommt? Du als Kind gemeint hast, sage ich das gemeint, aber gar nicht gemeint. Was? Aber mit meiner eigenen Sprache, das habe ich aber schon Stimmt, mal im ja. Podcast erzählt. Plus, als ich dann ein bisschen angefangen habe zu reden, habe ich einfach gewisse Wörter nicht richtig aussprechen.
Also zum Beispiel der Sammy Klaus, wo ich ja auch das Trauma davon gezogen habe. Ja, stimmt, von der kriminellen Reh. Genau, von der Regierung. Mhm. Der Sammy Klaus war der Schlammi-Schlaus. Schlammi Schlaus. Irgendwie habe ich das einfach... Oder die Moderotze war die Modemotze. What? Okay, crazy. Ja. Lustig, aber... Aber ja, so Zeugs sind immer witzig früher. Ja. Ich glaube, die meisten, die am allermeisten Freude hatten, waren unsere Eltern. Also Ja. so Sachen. Ja, ich glaube es auch. Die haben es einfach herzig gefunden. Ja, ich finde so etwas, wenn ich jetzt bei meinem kleinen Bruder will, das sehen, wenn er irgendetwas so macht. Also, er hat auch, das war lustig, letzte Woche hat er selbstständig, also ihr müsst wissen, das ist ja Kinder, 5, Fernsehen, schwierig. Und er weiß natürlich, wo die Fernbedienung liegt, aber er kommt theoretisch nicht so gut an. Jetzt hat er letzte Woche, als Mami kurz irgendwie am Tisch etwas am Machen war, ist er ins Zimmer dort, hat mit Stuhl und Kistchen sich dort rauf manövriert, hat die Fernbedienung abgenommen, hat eingeschaltet und er checkt ja aber noch nicht, wie das man umschaltet und so. Er kann ja nicht lesen. Er weiss, wenn er aufs rote Knöpfchen drückt und wartet, dann kommt nachher Fernsehen. Rotes Knöpfchen ist einfach immer irgendetwas true. Ja, macht. voll. Und dann hat er dort, ist nachher einfach so eine Dauerwerbesendung gelaufen und er hat einfach irgendwie 5 Minuten die Dauerwerbesendung geschaut. Er hat ja nicht gewusst, wie umstellen, weißt? Aber ihm hat es gelangt, er hat es einfach spannend gefunden. Dann hat er die Dauerwerbesendung geschaut, bis dann die Mami kam und so gefunden hat, hallo, es wird jetzt nicht Fernsehen geschaut. So. Das ist kein Schneiden, das ist ein Gleiten, meine Damen und Herren. Die Rosinen werden geschnitten und nicht herausgerissen. So, aber auch nach Mediashop. Mediashop, ja. so Ja, für das safe. Messer. Voll wirklich und so. Ein Wort mit 3 Buchstaben und einem H. Nein, es ist nicht Hase. Nein, und dann hat sie ihm das wieder weggenommen, sie wieder abgeschaltet, sind wieder an den Tisch gehockt und dann hat der Florin angefangen zu erzählen. Hey, weißt du, das Messerschleife, da musst du nur so und dann zack. Und weißt du, dann hat es gerade beide Seiten. Und wenn du 2 kaufst, kommst du gerade 3 über. Und er hat das aufgesogen wie so ein Schwamm und das nachher an Mami verkauft. Und am Abend nachher hat es noch dem Papi erzählt. Und der Papi so, nein, weißt du, das ist nur Werbung, die wollen dir nur etwas verkaufen. Und der Florin so, ja, weißt du, das ist wirklich eine gute Sache. Der Kleine ist wirklich, nach 5 Minuten die Werbung schauen, ist der überzeugt gewesen, dass der Messerschleifer das beste Produkt ist auf dem Planeten. Und dann siehst du wieder, wie fest du als Kind einfach beeinflusst wirst. Oder eben Sachen gerade als wahr anschaust. Oh mein Gott. Und Papi einfach sagen, das ist wirklich gut, Papi. musst auch mal schauen. Das ist wirklich jetzt etwas Gutes, weißt du ja? So, ich finde das so geil. Oh. Das ist richtig herzig. Das ist wirklich richtig herzig. Da ist einfach bei uns, ich weiß, das ist vielleicht auch ein spannendes Thema. Da ist bei uns einfach der Zauber irgendwie, also der Zauber, der verflügt über die Jahre. Ja. Also, das haben sie letztes Jahr im Podcast besprochen. Es ist halt, früher ist für uns als Kind, es ist medial, also der Konsum von Medien, ist rar gewesen. Das heisst, du hast immer gekämpft dafür und es ist dann etwas Spezielles gewesen, wenn du es hast können haben. Und jetzt, wo wir erwachsen sind, mit auch so den Medien, wie sie sich entwickelt haben, kannst du immer alles überall haben. Das heisst, es gibt keine Verknappung mehr, also ist es auch nicht mehr interessant. Und der ganze Zauber, den wir in dem Sinn erlebt haben, hey, ich darf jetzt einen Film ab 16 schauen, oh mein Gott, der ist böse, den haben die anderen gar nicht mehr, die Kinder, oder nicht mehr so, je nachdem, halt, wie sie erziehen werden, weil eben, es gibt es ja immer. Und auch der Florin, wir haben nur Schlümpfe können schauen, wenn es gelaufen ist. Und wann kommt es schon, dass du dann, wenn du willst Fernsehen schauen, genau das läuft? Du hast einfach genau das geschaut, was dann halt gelaufen ist. Weil es einfach nur das gegeben hat. Und darum kennen wir ja auch alle 100 verschiedene Serien. Aber er weiss ganz genau, Asterix und Obelix, Schlümpfe und sonst eigentlich nicht gross. Das verändert sich immer mal wieder ein bisschen. Aber bei uns war es wirklich, du hast einfach das geschaut, was es gegeben hat. So. Hast ja nicht mal die Werbung überspringen. Das haben wir lange. Ich mag mich auch noch erinnern auf Super RTL. Aber ich bin halt das Super RTL und RTL 2 mit Pokito und so. Ja, nein, das ist genau nicht. Da bin ich so ein Kind halt gewesen. Und auf Super RTL am Freitag und am Samstag
ich weiss nicht mehr in welcher Reihenfolge, aber das eine war Movie Night und sonst irgendwie Movie Night. Ja, die und haben immer so geile Namen gehabt, die hure geil Programme. verkauft. Ja, wirklich so wie so. Oder auch der Blockbuster-Freitag. Oder wie war das amigs gewesen? Der Familien-Blockbuster am Ja, Freitag genau. auf SRF. Und dann am 8. ist dann irgendwie ein Disney-Film gelaufen. Und aber auf Super RTL sind ja damals auch häufig von Studio Ghibli, also alle Ja. OGs, wo Ja. jetzt einfach sagen, oh shit, der weiß von was er Ja, redet. Mann. Studio Ghibli, der ultimative Shit mit Chihiros Reise ins Zauberland. Ist nicht sogar auch Heidi von ihm? Nein, Nicht? ist nicht Studio Ah. Ghibli. Ah, Aber okay. Heidi ist auch ein Anime, Ist also auch auch ein genau, ja. japanischer Zeichentrickfilm. Und Studio Ghibli ist einfach ein Animationsstudio. Ja. Also wie früher eigentlich Walt Disney. Auch Bambi und so. Das war ja auch alles Ja. gezeichnet gewesen, Ja, Frame für Frame, alles Also, von Hand Ich würde im Fall gezeichnet. sogar behaupten, dass die heute das Zeug noch zeichnen und nachher dann halt auch dingselt. Aber Gewisse Sachen, Art ja. wird sicher noch, also so Die Concept Konzept und Art. alles, Ja. das wird ja sogar bei anderen Filmen noch gezeichnet. Mhm. Das ist Sogar auch geil. Avatar meint Ja, ich, ja. sind gewisse Sachen sogar wirklich hat jemand noch einen Bleistift in die Hand genommen, ja. Und aber Studio Ghibli wie auch Walt Disney und so, die haben ihre Filme einfach immer gezeichnet. Also Studio Ghibli zumindest. Walt Ja. Disney, wo es dann nachher Doch, einen Walt Disney schon Pixar, auch, aber wo es dann nachher einen Pixar gekauft haben. Mhm. Das ist, ich habe mal Biografie von Steve Jobs habe ich mal in einer Sommerferien-Session mal durchgelesen. Und dort der Pixar ist auch mit dem Steve Jobs ja. irgendwie connected gewesen. Ich bringe es nicht mehr ganz zusammen, wie das war. Aber das war ein riesiger Kauf oder Verkauf halt gewesen, wo es dann nachher zu Walt Disney gegangen ist, Pixar. Und dann sind dann eben die Disney grosses Krabbeln und Nemo Ja, und so, ja. das sind die ersten Dings gewesen. Und aber das Intro von Pixar mit dieser Lampe, die so Lampe, ja. gumpet, da, ja. Und dann das I verstampft. Ja, genau. Und eben Studio Ghibli mit Chihiros Reise ins Zauberland, Laputa, das fliegende Schloss, oder das Schloss im Himmel. Was gibt es sonst noch? Kikis kleiner Lieferservice, da gibt es Ich bin da halt unzählige. Ich habe wahrscheinlich ein paar von denen auch schon so auch gesehen, aber halt nicht so intensiv. Ich bin halt wirklich eher so ein bisschen... Prinzessin Mononoke. Ja, Das die, ist habe ich auch aber, die ist ganz mittlerweile auf geil. Netflix. Ja. Das ist sehr geil, kann man schauen, also kann man empfehlen, auch als Erwachsener noch. Sehr gut Anime. Ich habe halt wirklich so ein bisschen Disneys grosse Pause, auch so American Dragon, alles so Zeug habe ich geschaut. Irgendwie, ich weiß gar nicht. Es gibt so viel und doch so wenig. Ich weiß nicht mehr, wie die Sachen heißen. Irgendwann ist ja bei uns in der Schweiz auch Nickelodeon quasi Genau. von Super RTL wie abgetrennt worden. Da hat es Weil- zwei gegeben. Nickelodeon ist ja auch ein Produzent von so Zeichentrickfilmen und so iCarly Ja, Sachen genau, jetzt mäßig. hast du mir gerade geholfen. Oder, iCarly, Hotels, Zoe 101 ja, oder Hotel Second Anubis. Cody. Oder, ja, Hotel Second Cody auch, Alter. Ja. Oder Anubis, wie hat das Anubis. geheißen? Hotel Anubis, ja. Wenn sie immer so das ein Auge zugehabt haben, dann so Sibuna, haben sie gesagt. Ah ja. Das ist auch geil. Jeder, der es habe kennt, ich- der weiß es. Die haben im Keller von ihrem Haus, wo alle wohnen, haben so 30-jährige Jugendliche, die eins auf Teenager gemacht haben. Weißt du, sind ja immer die Jugenddarsteller, die eigentlich 30 sind, so gefühlt. Haben dann in dem Keller unten eine Zeitmaschine gehabt. Und dann hat es immer so einen gehabt, wo halt der Chef war in diesem Haus, so der Haushälter. Und immer am Abend haben alle ins Zimmer müssen. Und er ist im Gang gestanden und musste eine Stecknadel fallen hören. Und dann war es gut gewesen. Weißt du, dass sie ruhig sind. Und immer, wenn er das gemacht hat, haben sie nachher sich rausgeschlichen und sind so zu dieser Zeitmaschine. Und dann hat es so eine Geschichte gegeben. Ich weiß auch nicht mehr viel, aber das war hure faszinierend gewesen. Das war auch so eine Serie gewesen. Aber auch mit echten Menschen halt nicht Ja. gezeichnet. Voll. Ich bin einfach schon immer ein Fan von zeichneten Geschichten gewesen und halt Ja. auch heute. Aber ich schaue auch Stand heute immer noch sehr viele Animes, aber auch Zeichentrickfilme im Sinn von Family Guy oder Ja. South Park oder Futurama oder American Dad und Ja. all der ganze Güssel. Und ich finde es einfach hure cool, weil du
zeichnet, kannst du einfach gewisse Sachen nochmal ganz anders, also viel Voll. lustiger in meinen Augen. Und teilweise sogar intensiver. Ja, du hast halt viel mehr Möglichkeiten beim Zeichnen. Wenn du eine Einstellung machen willst, wie irgendwie irgendeiner durch einen Feuerball durchkommt, dann wird es schon schwierig mit echten Menschen. Also selbst mit hure viel Geld wird es einfach teuer. Und darum ist Zeichnen hure schnell, kannst du hure geile Traumwelten erschaffen, die du sonst halt nicht könntest. Und genau bei diesem Punkt Traumwelten, für mich haben einfach die huren Japaner sind so abgefuckt im Kopf unterwegs, die haben so geile Ideen, Ja. Kreativität des Todes mit One Piece, eben mit diesen Teufelsfrüchten, mit sonst zum Beispiel Made in Abyss ist jetzt gerade die Ja. zweite Season rausgekommen. In dieser Welt gibt es eine Insel und die Insel hat so ein riesiges Loch, das einfach immer weiter runtergeht. Und in dieser Geschichte geht es quasi um Höhlentaucher. Und das Loch, also die Höhle eigentlich, die wird so in tiefe Schichten unterteilt. Und jede tiefe Schicht hat einfach ihr eigenes Biom. So zuoberst oben ist halt alles noch gleich wie an der normalen Ja. Oberwelt. Und je tiefer das quasi abtauchst, desto mysteriöser wird das Ganze. Und jetzt hat man quasi in den letzten paar Folgen hat man auch so herausgefunden, da gibt es einen Fluch und aber eine gewisse Tiefenschicht kommst du nicht mehr rauf, weil dich sonst der Fluch von dieser Höhle einholt. Shit. Und jetzt auf der 5. Tiefenschicht gibt es einen, der heisst Bondrew. Und an dem sein Character Art oder Character Design, ihr müsst einfach an dem seine Maske mal anschauen. Ich zeige es dir nachher auch noch. Hey, ich verrecke. Also, da ist jede Star Wars Maske, Darth Vader, Ja. das ist ein Scheissdreck dagegen, finde ich. Ja. Sieht so geil aus und der macht auf dieser tiefen Schicht aber Experiment mit Menschen. Oha. Und es ist hure abgefuckt, Abgespaced, ja. abgespaced des Todes. Aber ich finde das halt eben für mich als Inspirationsquelle zum völlig wirre Gedanken irgendwie, ja, keine Ahnung. Ja, ich finde das auch hure geil. Also gerade das Fantasy-mäßige. Und so jetzt, wenn ich denke, ich glaube, bei mir ist wirklich der Unterschied von meinem Geschmack zu deinem Geschmack ist, mir gefällt es halt, sobald es mit Menschen auch ist, weil ich Film fasziniert bin sonst. Aber rein vom Ding her ist es genau auch das, was ich das Spannende finde. Und darum dann auch die Sachen, die ich am geilsten finde, sind dann in den richtigen Verfilmungen Sachen wie eben Star Wars oder halt Hobbit, Harry Potter, Pirates of the Caribbean. Alles so, ja eigentlich Blockbuster, aber halt alles Dinge, wo irgendwie ein bisschen Welten erschaffen werden. Ja. Weil ja auch Pirates of the Caribbean zum Beispiel ist ja auch nicht komplett realistisch. Das ist ja also Mit der Calypso oder wie? Calypso, ja. Genau, die Göttin, irgendwie so eine Meeresgöttin oder so ist das. Und es ist ja dort auch schon im ersten Pirates of the Caribbean ist es ja so, es gibt den Schatz und das ist der Schatz von Gorges oder so. Und der hat irgendwie 500 Golddublonen drin oder so. Oder 500, ja, einfach auf jeden Fall sehr viele Golddublonen. Und die Crew hat ja, also die gegnerische Crew hat vor dem Film, bevor der Film passiert, haben die den geklaut und auf dem hat es einen Fluch gehabt. Und sie haben all das Geld ausgegeben. Und der Fluch heisst, dass sie nicht sterben können und auch nicht mehr fühlen können. Und eigentlich ihr Ziel über den ganzen Film ist, sie plündern all die Städte und so, um das Gold, das sie verscherbelt haben, wieder zurückzuholen, um ihren Fluch zu brechen. Und von dem her ist es eigentlich gar nicht realistisch, aber sonst ist es sehr realistisch gehalten. Also die ganzen Filme. Es hat dann immer nur so die Story, was nochmal drüber ist, mit Meerjungfrauen und so. Und dann irgendwann kommt er ins Land der Toten und eben Wie hat der geheissen, der ein Tintenfisch ist? der Davy Jones. Ja, genau. Davy Jones. Einer, muss ich sagen, das kann man auch erzählen, finde ich sehr spannend. Es war einer der ersten Charakter, wo man fast komplett CGI gemacht hat. Also, das gibt hure geile Bilder von den Drehs, müsst ihr mal schauen. Das steht auf dem Set von dem Schiff, wo ja so aussieht, wie es im Film aussieht. Also, das ist so gebaut worden mit all diesen Algen und so.
Und dann steht dort drauf, eine Crew von 15 Leuten, alle in komplett grauen Anzügen, so Ganzkörper-Suits, die so mega eng sind, mit Bölleli dran und so Schwarz-Weiß-Felder zum Tracken nachher in der Kamera. Und wie die das drauf gemacht haben mit diesen Tentakeln, die sich alle individuell bewegen und so und ein eigenes Hirn haben in dem Sinn, es ist hure strong gemacht. Also, ihr müsst euch mal darauf achten, wenn ihr den Film wieder mal schaut oder so, wie gut dass der David Jones gemacht ist. Das ist so krass. Und ich glaube, der ist auch 2014 oder 2015 oder so ist der Film. Wenn nicht sogar noch vorher, irgendwie 2012. Ich hätte jetzt 12 ist irgendwie der im erste Kopf irgendwie gehabt. 2009, 2010. Und dann der zweite irgendwie. Weil es ist ja im Schnell zweiten schauen. oder ist es im dritten, wo der David Jones kommt. Ich habe gemeint im zweiten. Ich habe auch gemeint im zweiten. Ja, Schnell schauen, wenn mit das... seiner Krake. Das 2 ist... Was kann das sein? Oh Gott, oh nein, wie alt sind wir? Wir sind uralt, Scheisse. steinalt. Nein. Also wenn das stimmt, Ja, das wird schon stimmen. Ersterscheinungsdatum von Pirates of the Caribbean Fluch der Karibik 2, 27. Juli 2006. Was? Vom 2? Vom 2? Alter, die sind so alt. Krass. Dann ist es noch mal viel krasser. Das war mir gar nicht bewusst gewesen, dass der so alt ist. Mhm. Aber dann ist es noch viel Ja, und krasser, das wie es 1 der ist gemacht hat. 2003 rausgekommen. Ja, das macht Sinn. Sie haben immer so das Jahresding. Also jetzt. Aber ich hätte jetzt eher gedacht, dass 1 so 2006, 2007 höchstens. Ja. Höchstens. Oh mein Gott. Oh Gott, Aber oh Gott, noch oh krasser. Gott. Noch krasser. Weil, auch Fun Fact, die haben ja eigentlich all die On-Sea-Szenen, also wo die Schiffe auf dem grossen Meer sind, die Schiffe haben die gebaut, also die Schiffe, die haben es alle gemacht, zumindest zum Teil sicher, die meisten aber auch ganz, zum Beispiel Black Pearl, die haben es ganz gemacht und die haben auf dem Gelände vom Filmset haben die mit tausende Liter Wasser haben die riesige Pools aufgestellt, mit Bluescreen umrandet komplett und dann dort die Schiffe rein da, dass wirklich die Leute auf diesen Schiff mit Wasser und allem haben können spielen. Und das Krasse war, zum Beispiel der Orlando Bloom, wo ja, ich weiß gar nicht, wie er heißt, der William oder so. Ja, William. Will, Der Willy. Der Willy, ja. Der Will. Der Will, Will Turner. Stiefelriemen Bill, ja genau. Mit seinem Vater ist der Stiefelriemen Bill. Ja. Ja, Mann, Alter. Ja. Und die müssen irgendwie 18 Stunden auf dem Boot drehen und das hat die ganze Zeit geschwankt. Und das sind x Leute von der Crew sind seekrank geworden. Von dem eigentlich, dass sie auf dem Schiff zwischen diesen blauen Wänden, wo immer eine natürlich aufgemacht worden ist von 4 Seiten, für Sonnenlicht, oder? Hure krass, hure geiler Aufwand eben und ja. Wenn du jetzt denkst, eben 2000, wenn der 2006 rausgekommen ist, dann haben sie das 2004 oder 2005 haben sie das aufgestellt und gedreht. Das ist unglaublich. Crazy. Das ist hure geil. Crazy. Und von dem her sind so Fantasy-Welten auch cool. Weil, wenn du dann eben so etwas erschaffst, ist es fast, oder jetzt für meinen Geschmack, finde ich es dann noch mal geiler, wie wenn es gezeichnet ist. Weil Zeichnen kommt schnell mal dort an. Also nicht schnell mal, nicht, dass das leicht wäre, aber schneller vom Aufwand oder vom Ding her. Wenn du das aber richtig machen mit echten Menschen, dann musst du anfangen, richtig krass werden. Ja, und darum ist so ein David Jones immer noch gut animiert. Auch wenn man den vergleicht mit Filmen, die jetzt 2016 rausgekommen sind oder so. Also heute haben wir 2023. Auch wieder 8 Jahre zurück. Scheiße, siehst du, mein Hirn ist 2016 einfach stehen geblieben. So. Mit 16 ein Dubi zu viel geraucht, alles stehen geblieben. Oh Mann. Aber Ja, finde ich das ein ist crazy. spannendes Thema. Das ist wirklich crazy, ja. Ja. Aber Animes, Made in Abyss bin ich gerade am schauen. Ich bin jetzt noch am Warten, weil die zweite Staffel ist jetzt nur bis zur zweiten, oder die ersten 6 Folgen sind quasi ins Deutsche übersetzt worden, respektive synchronisiert worden. Ja. Und das zweite Volume erscheint irgendwann, aber man Okay. weiß noch nicht genau wann. Aber ich konnte nicht warten, ich musste es mir gerade reinziehen, weil einfach das Eis und der Film, den es dazwischen gegeben hat,
Es hat noch so einen Ja. zweistündigen Film. Ja, einfach Es ein gibt Film. ja irgendwie 6 oder 7 Bücher. Mhm. Und es sind ja dann, das erste Buch ist die erste Staffel. Mhm. Und nachher sind im Film irgendwie Staffel 2 und 3 zusammengenommen worden. Irgendwie so habe ich es verstanden. Kann sein, Jetzt Staffel 2, fängt die dort an, wo die Staffel 1 aufhört oder dort, wo der Film wo aufhört? der Film aufhört. Okay. Ja. Ja. Also ich finde es hure geil, dass du nach der ersten Staffel den Film musst anschauen, damit du überhaupt checkst, was Ja, jetzt genau voll. passiert ist. Und die 2 Stunden dort, das tut dich so flashen, weil einfach alles nochmal... Es gibt Promised Neverland Ja. heisst's. Ja. Gibt's auch. Habe ich persönlich nicht so krass gefunden, aber es ist auch ein geiler Anime. Ja. Ich habe dort vor allem die erste Folge, finde ich, von den Animes so. Die ersten Folgen sind immer sehr stark bei Animes. Das macht es einfach gut. Aber ich habe dort den Wow-Effekt, das kann man jetzt nicht sagen, sonst ist es gespoilert, dann ist es schade. Aber der Wow-Effekt, man schaut die Folge an, die erste, und man denkt sich die ganze Zeit, ja, okay. Und dann passiert am Schluss etwas, wo du denkst, what the fuck? Oh mein Gott. Also ich sag's mal so, die ersten 15 Minuten kann ich mit meinem kleinen Bruder schauen, nachher nicht mehr. Ja, Und ja es ich hat, weiss, welche Szene. ja, es fährt so ein, aber es ist wirklich cool gemacht. Also, ein Kollege von mir, der eigentlich sonst nicht so Animes schaut, habe ich das auch gezeigt und dann gehen wir schauen. Weil es auch so der Überraschungseffekt einfach krass war dort. Da ist mir, apropos die ersten paar Sekunden von einem Anime, ist mir Parasite extrem im Kopf geblieben. Weil erste Folge, die ersten 10 Sekunden, ist einfach so ziemlich eine der krassesten Szenen vom ganzen Anime. Wird dort so einfach gezeigt, so das passiert jetzt dann irgendwann. Aha. Und das ist, zuerst siehst du die Weltkugel aus dem Weltall und dann so eine geile Synchrostimme, so eine tiefe deutsche Stimme in einer Welt, bla bla bla. Geil. Und danach siehst du 2 Personen, wie wir jetzt, die uns gegenseitig so in die Augen schauen. Und das ist der Ehemann und seine Ehefrau. Und nachher der Mann schaut so ganz komisch, apathisch irgendwie einfach an die Wand hinter und so. Und die Frau so, hä, was ist mit dir los? Und danach öffnet sich einfach der ganze Kopf vom Mann Wow, und tut den Kopf von der Frau verschlingen. wow, krass. Ich muss, ich Ja, kann es aber dir das nachher tönt schnell geil. zeigen. Aber das tönt geil. Dann weißt du Also, einfach so, fuck, okay, jetzt Ja. geht's rund. Digga, aber das Jetzt finde ich geht's geil. ab. Und Das ist eben auch das, Brutalität kann man zeichnet noch mal ganz anders überbringen. Weil ich habe eben auch schon in Animes zum Beispiel, gibt es ja auch, dass in Animes Kinder oder so getötet werden. Und das kann man halt in einem Anime zeigen. Das kennst du bei uns nicht. Also bei unseren Filmen oder so, wenn du Kinder hast, Kinder passiert nichts in Filmen in unserer Welt. Aber bei den Japanern, hey, die Kinder leben gefährlich. Hören wir nicht. das ist sogar häufig so, dass sehr häufig die Hauptprotagonisten in so einem Anime, die sind irgendwo zwischen 12 und 18. Ja, Also aber sagen es zumindest. und vor allem werden sie dann aber trotzdem immer sexualisiert. ja, extrem. Extrem, ja. ja. Also, das ist eigentlich noch spannend. Bei uns würde das eigentlich gar nicht reinpassen in die Gesellschaft. Aber Überhaupt eben, es nicht. sind Anime und zu den Anime gehört das dazu. Also es ist auch nicht... Für das gibt es sogar einen Ausdruck. Ah, Also einen Fachjargonbegriff. oha. Dem sagt man Fanservice. Wenn da irgendwie Aha, ein paar aha. Boobs am Rumjiggeln sind und Jetzt check ich es mit irgendwie Fanservice. sonst, genau, also dieser Sport sagt man Edgy. Edgy, das Edgy. klingt auch gut. Und eben, wenn so eine Szene auch sonst mal irgendwie vorkommt, dann ist das Fanservice. Hm. Okay. Also nächstes Mal googlen Fanservice Japan Anime. Ja, da gibt es auch in die Richtung gibt's ganz Ja, gut, abgefuckte das stimmt, Geschichten. das stimmt. Da muss man auch sagen, so gestört und gut wie sie sind sie auch gegenüber das andere dann gestört. Extrem. Also, ja. Ich bin ja in Davos, in Davos oben, hat es mal eine Convention gegeben, wo
am Anfang aber in Winterthur stattgefunden hat. Und das ist die Japani Manga Night. Ist das gsi. Und nachher, was dann nachher für Winterthur zu klein geworden ist, haben sie es auf Davos, ins Kongresszentrum. Ja. Dort verfrachtet, also auch dort, wo das WEF und so stattfindet. Ja, so riesig. Haben die abgefucktesten Cosplayer von der ganzen Schweiz haben sich getroffen. Und das ist halt wirklich cool, selbst als Außenstehende und wenn du gar nicht so in dieser Bubble unterwegs bist, einfach mal irgendwie auf Basel, ab Fantasy oder irgendwo im Aargau gibt es irgendwie Ja, warte, wie hat jetzt die in Basel, wie heisst die? Fantasy. Heisst die nur Fantasy? Die ist nämlich bekannt. Fantasy Basel. Fantasy Basel, genau so sagt es mir mehr. Ja, weißt du, so vom Hören her. Fantasy Basel, das sagt mir was. Aber die in Aargau? Irgendwo im Aargau gibt es auch noch eine, aber dort weiss ich jetzt den Namen gerade nicht. Na gut, die sollen dort nur für sich auch noch etwas machen. Ich habe gemeint Taki. Aber Okay. Taki, das ist eigentlich, aber ich kann mich jetzt auch voll täuschen, dass die so heisst. Aber es gibt die langen Küsse. Kennst du die langen Küsse? Die Also so ganz dünn sind, die- aber so. So Schlangen oder mehr Stillküsse? Nicht Stillküsse, das ist nochmal etwas anderes. Aber einfach so ein Küsse und das ist 2 Meter lang. Und Okay. auf diesen Küssen sind meistens halt irgendwelche Anime-Frauen drauf. Aha. Und denen sagt man eben auch Taki. Okay. Also Daki Masu oder irgendwie so heisst das halt auf Japanisch. Abkürzung Daki. Und was wollte ich jetzt eigentlich wollen? Aber in Davos oben bin ich an meine allererste Convention. Und dort mit meinem Kollegen frisch angelaufen. Und dann haben sie uns ein Buch gratis abgegeben, ein Manga. Und das ist «Die Monstermädchen». Ist das gsi. Das klingt schon Und gut. ich muss Oh, jetzt das da tönt- nicht das zu fest, klingt nicht jugendfrei. ich muss jetzt da nicht zu fest ausholen, aber das ist Also- so ein Buch gsi. Ja, ich kann wieder sagen, dein Nicken sagt alles. Das ist so ein Buch gsi und aber ich bin noch nicht so fest in dieser Szene gerade drin gsi. Aber und dann direkt. nachher gerade wow, Es wow, wie wow. die erste Spritze Hero ist das gewesen. Oh Mann. Das war lustig gsi. Krass. Und halt an der Japani Manga Night in Davos ist wirklich hure cool organisiert gsi, weil du hast in diesen Sitzungsräumen eigentlich, wo da die WEF-Leute wichtige Sachen amigs besprechen, hast du so Workshops können machen, von Sake probieren. Also können wir ist sagen, auf dem Stuhl, wo der Trump gehockt ist, hat der Nils Sake probiert. Vielleicht? Weil, aha, Ja, weil der Trump und also einfach irgend so einer. ich weiß nicht, ob das die gleichen Holzstühle Ja, waren. ich glaube nicht, dass sie die Stühle werden wechseln. Hat der Trump echt nicht seinen eigenen Stuhl? Weil der fliegt ja mit seine eigenen Autos auch ein. Ja gut, Auto würde ich auch einfliegen, nein. Nein, ich glaube, das sind die genau gleichen. Wir sind immer noch in der Schweiz, weißt du? Ja, das stimmt. In Amerika hat jetzt vielleicht einen für den Mr. President und dann einen für den nicht Mr. President. Aber von Sake probieren, Aha. das ist ja der Reisschnaps von Japan, über japanisches Bier bis hin zu wie zeichnest du Augen von Mangas, wie tust du Sumie, das ist die quasi Kalligrafie von Japan, Aha, wie musst du ein Zeichen zeichnen, damit es schön aussieht. Und bei Sumie tust du sehr häufig einfach schwarz und weiß. Also du hast das Blatt Ja. Papier oder das Pergament meistens und du hast so Kohle eigentlich oder Ruß von Kerzen, wo über x Jahre gesammelt wird und so. Du musst es in Wasser auflösen und auf dem hure geil. teuren Permanent tust du mit hure Permanent. Pergament, sorry. Das ist schon geil. Du musst auf dem Permanent. Tust du auf dem Pergament mit hurem teuren Ruß einfach Strich ziehen und die Kunst bei Sumie ist quasi das Gleichgewicht zwischen Weiß und Schwarz und die Anordnung von allem. Wow. Und das kann man auch mal googlen, was so schöne Zeichnungen sind. Und das sind sehr häufig so Bambussachen oder so Vögel, wo man Ja. einfach schwarz-weiß malen. Ja. Und
da haben wir so eine japanische Sumie-Meisterin, hat uns das in ganz beschissenem Deutsch hat die das uns probiert zu lehren. Aber ist ja voll geil. Also. Und die hat ihren Pinsel, der irgendwie 12'000 Stutz gekostet hat, einen fucking Pinsel, hat sie so in die Hand genommen, einen so reingetupft und die hat einfach einen Schwung gemacht und du bist einfach fast vom Stuhl gefallen, wie das jetzt einfach so schnell krass aussieht. Ich habe hohen Respekt vor Leuten, die so etwas so können. So, ich meine, in meinem Kopf kann ich auch eine schöne Linie zeichnen, aber spätestens, wenn es aufs Blatt kommt, sieht es einfach scheiße aus. Und wenn du dann so Leute siehst, die eben einmal dünkeln und Schwung und dann einfach geil. Boah, müssen wir mal gehen. Ich bin also, übergefallen. muss ich unbedingt einmal gesehen haben oder mal gemacht haben. Absolut. Also, und am Abend, das muss ich auch noch schnell erzählen, am Abend hat es den Nerd Rave gegeben. Oh mein Gott, wie geil. Und sie haben fucking DJs von Japan eingeflogen und halt alle mit ihrem Cosplay, wo sie als Pikachu noch verkleidet waren und so, oh mein sind dann Gott. dort zu Game-Musik So am raven. Ja, und dann hörst du irgendwie den Mario. Wo- Mario, kling, kling, kling. Alter, stell dir vor. Und dann irgendwie Dubstep und richtig kranker Shit. Digga. Und das ist so geil. Vor allem gewesen. stell dir vor, du bist so dort und so unter all diesen verkleideten Nerds bist so am Party machen, Alter. Vor allem, weißt, stell dir vor, dort könntest du nicht mal irgendwie so LSD oder so nehmen. Da sehen ja schon alle aus wie irgendwelche Figuren. Stell dir vor, nachher sind alles wieder normale Menschen. Wenn du LSD nimmst, sind alle normal wieder. Ja. Alter. Und das Aber finde ich hure geil. Es war hure lässig gewesen und du bist halt mit japanischem Bier bist besoffen gsi, bist zu japanischer Dubstep-Musik, bist am Tanzen gsi. Und wenn du rausgegangen bist, Hunger gehabt hast du irgendwie einen Ramen gefuttert, bist wieder reingegangen tanzen. Das ist hure cool, aber das Schade ist, das Organisationskomitee, das hat irgendwie gelupft. Oh nee. Und das ist anscheinend ziemlich eine tragische Geschichte, weil irgendwie der Chefgründer von damals, der hat sich mit dem Geld, das man mit dem hat können erwirtschaften, hat er sich quasi das ganze Jahr lang immer einen Lohn ausgezahlt und der hat das ganze Jahr nie irgendetwas geschafft. Und einfach, wenn es dann ums Organisieren von dieser Convention gegangen ist, dann haben wir ein bisschen etwas gemacht. Aber Digga, das ist doch genau wir Menschen. Jetzt gibt es etwas, da haben Hunderte von Menschen, wenn nicht Tausende, haben eine riesen Freude an diesem Shit. Und nur weil ein Mongo sich Zeug auszahlt und keinen Bock hat zum Arbeiten, läuft es nachher wieder nicht mehr. Also Fail von der Woche ist der Mongo, würde ich sagen. Ja, also nein, so etwas schade. Es ist hure schade. Und das war eben meine erste Convention. Das Jahr darauf hat sie nochmal stattgefunden, dann aber leider zum letzten Mal. Oh. Und dort hat man hure teure Künstler auch von Japan einfliegen lassen. Und dort anscheinend das teuerste. In Japan gibt es irgendwie so eine Fesselkunst. So eine erotische Fesselkunst. Jetzt wollte ich gerade fragen. Also nicht. Ja, Okay. also es hat schon auch mit Erotik zu tun. Ninja Aber im das, Bett. aber das ist mehr, also das könntest du wahrscheinlich im Zirkus Olala könntest du das auch zeigen. Also das ist, Oder auf ganz vielen Seiten, wo wir jetzt gerade so spontan ja, einfallen. ja, also es geht nicht darum, um irgendwie welche Sachen abklemmen oder irgendwie so. Nein, Aber nein. Also ich habe die Show leider verpasst. Ich hätte das wahrscheinlich schon mal gesehen, damit ich jetzt da besser Stellung beziehen könnte. Ist besser, so haben wir mehr Fantasie. Vielleicht auch, ja. Aber es geht, glaube ich, weniger halt um irgendwelche... Also es geht, glaube ich, mehr ums Knöpfe machen. Wie so beim Schifffahren, so Knöpfe. Ich habe in der Pfadi auch Knöpfe gelernt. So Halbmastwurf, Mastwurf, Samariterknopf, so Zeug. Aber wie man Frauen fesselt, haben wir in der Pfadi nie gelernt. Das kann man mit diesen Knöpfen auch. Ist aber ein bisschen schmerzhaft. Du brauchst keine... Nein, also Handschellen sind gut. Du brauchst keine Seile. Ja, Seile, also... Ja. Ich sage es nur mal so, es gibt ja auch zum Beispiel so die Leinen und so. Und dann, dann musst du so einklicken mit so Karabinerli, weißt du? Reißt schnell mal. Also so etwas. Das weißt du. Ja.
Habe ich gehört, hat mir ein Kollege erzählt. Ja. Voll. Trust me, Bro. Trust me, Bro. Aber auch so Handschellen sind meistens nicht so stabil. Es kommt wahrscheinlich darauf an, wo man es kauft. Und ob Ja, das gut. so Handschellen für So wie er 13 das Franken. erzählt hat, sind die aus dem Magic X gewesen und haben irgendwie 100 Stutz gekostet. Also das ganze Set. Die Peitsche ist auch auseinandergefallen. Also hat er mir erzählt. Der Kollege. Ja. Krass. Wirklich so 2 Schläge und dann ist es auseinandergefallen. so tack, fester, tack, fuck! Ich glaube, wir müssen irgendwie die Polizei mal irgendwie wegen Handschellen mal fragen. Ja. Ein Kollege von mir arbeitet im Gefängnis. Also? Der Können wir der gerade Zellen so, mitmieten? der ist so Wächter irgendwie. Wächter. Wächter, So ja. wie beim Anime gelandet. Nein, nachts im Museum. So, Was? so ein So am Mensch ist Abend er. oder so? Ja, ich Wow. weiss nicht, ob er am So Abend schafft. So mit der Taschenlampe Ja, ja. und einem grossen Schlüsselbund für jede Tür im ganzen Haus. So am Durchlaufen. Ob alles noch lebt. Irgendwie so, Oh ja. mein Gott. So Ja. einer ist er. Krass. Wir könnten vielleicht schon mal eine Handschelle. Wenn man den Kontakt geben. Also für meinen Kollegen. Aber für den Kollegen natürlich. Genau. Ja, ja. So gut. Ja, ja. Oh Mann, oh Mann. Es ist noch gut. Ich hätte vor 5 Minuten eigentlich noch das Telefon erwartet. Aber das Telefon hat sich verzögert auf die 6. Also von dem her ist das alles gut. Ist das Voll. kein Telefon, das da mehr dazwischen kann krebsen bei unserem wunderschönen Gespräch. Ja, was beschäftigt dich noch so, Nils? Hast du gerade irgendwie etwas Gescheites oder muss ich Ja, da so- etwas aus der Luft greifen? Nein, ich habe schon noch so ein bisschen, was mich noch so ein bisschen bewegt in den letzten Wochen, ist halt einfach wieder, das Wetter ist ja schöner geworden, dementsprechend nötige ich mich wieder zum wieder ein bisschen möchte gern fit werden. Also respektive... Also richtig Arnold Schwarzenegger. Ja, am liebsten schon, aber Arr. am besten ohne Aufwand. Nein, einfach mal so wieder ein bisschen ins Trainieren reinkommen, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Dann halt einfach immer so ein bisschen intensive Übungen daheim. Also ich bin jetzt nicht der Dude, der ins Gym geht, aber es ist einfach wieder eine neue Erfahrung. Man muss sich jeden Tag in den Arsch treten. Es ist schon etwas und trotzdem irgendwie ist es auch ein schönes Gefühl wieder. Also andere in 10 Jahren, wenn du das hörst, fang wieder an zu trainieren. Es tut eigentlich gut. Es schießt einfach gröber an. Und jetzt an Nils in 10 Jahren, du machst alles richtig, hast alles richtig gemacht, weißt in der Body, du bist so wie du bist, du musst dich nicht verändern, alles tiptop. Ja, das ist auch gut. Voll. Das ist auch gut. Und andere, wenn du es nicht geschafft hast, dann halte dich an das, was Nils gerade gesagt hat. Nein, aber es ist, ich muss auch sagen, es ist eigentlich auch klar, irgendwo auch fürs Aussehen. Also es macht halt Freude, wenn man das Resultat sieht. Aber im Großen und Ganzen mache ich es eigentlich auch fürs sich selber beweisen. Weil wenn du nach einem Arbeitstag heimkommst und du bist so ein bisschen kaputt und so, dann könntest du jetzt auch noch einfach 4 Stunden oder etwas einfach anliegen, vielleicht noch was zu Nacht essen. Aber wenn du dann einfach noch mal geschwind, vielleicht kannst du ja schon zuerst anliegen oder mal heimkommen, aber dann einfach noch mal eine halbe Stunde durchpowern oder eine Stunde und dann gehst du nachher duschen. Und wenn du dann aus der Dusche kommst und ansitzt, das Gefühl, also eben, wenn du nicht körperlich schaffst, das ist einfach, ich finde das urgeil. Es ist viel, ich fühle mich dann richtig erfüllt, also dass ich alles erledigt habe. So. Und ich bin mir halt auch immer gewöhnt durch das körperliche Schaffen, dass so eine körperliche Müdigkeit am Abend auch einsetzt. Und wenn du halt den ganzen Tag auf dem Stuhl hockst, dann bist du wirklich so am Abend, du kommst heim und du bist so, jetzt hocke ich wieder an, oder was? Dann sitzt du die ganze Zeit nur. Und darum, der absolute Winner von der letzten Woche ist für mich einfach das wieder anfangen zu trainieren gewesen. Und das Einzige, was ist, wie es dann eben ist bei mir, ich habe dann das Gefühl, ich muss mich überzwingen. Und in dieser Situation, und dann habe ich Brusttraining gemacht gestern. Und ich habe schon gemerkt, dass die linke Brustmuskel so ein bisschen noch Muskelkater hat. Weil am Anfang ist immer alles unausgeglichen. Weißt, links noch ein bisschen weh, aber rechts nicht. Aber nur ganz leicht. Dann habe ich gefunden, gut, es ist 3 Tage her, ich kann schon wieder Brust trainieren. Dann habe ich das gemacht und so. Und dann habe ich so Liegestützen gemacht. Zuerst ganz auf der Bettkante, kennt ihr vielleicht, breit gegriffen, Bettkante. Und dann nachher normal, breit gegriffen. Und dann tust du aber die Füße aufs Bett rauf und gehst oben runter für die obere Brustmuskeln. Also dass du- Missionarstellung.
Nein, mit den Händen bist du auf dem Boden. Ja. So, ja, Also aber Handstand. schon. Ja, genau, Handstand, einfach im Querformat. So. Und dann bist du dann, machst du nochmal nach den Liegestützen. Und ich habe halt so gefunden, ich habe richtig gemerkt, ich mag nicht mehr rauf, aber ich habe mich halt gezwungen, so, jetzt du schaffst das nochmal. Und dann ist es aber halt, Befehl ist raus und ich bin nicht rauf. Und habe so raufgedingselt nachher und so ganz schlecht. Und dann bin ich nachher aufgestanden. Und da habe ich richtig gemerkt, in der linken Brust hat es richtig gezogen. Und jetzt zieht es mir immer noch da in der linken Brust. Und das könnte sein, dass ich so ein bisschen angerissen habe, weil ich es überanstrengt habe. Du solltest ja, wenn du trainierst, schon bis an Anschlag. Aber es kann dann eben auch schnell, also einfach vielleicht zu streng. Ich hätte es vielleicht ruhiger müssen angehen. Lieber über eine halbe Stunde länger verteilt. Dafür, ja, das ist so ein bisschen bei mir, was mich noch so ein bisschen beschäftigt. Aber sonst geht es mir eigentlich gut. Aber das Coole ist ja, im letzten Jahr, wo wir angefangen haben, hier zusammen im Büro so zu sein, haben wir angefangen, einfach am Morgen, bevor dass wir anfangen zu arbeiten. Zum Glück ist unser Arbeitstag eher ein bisschen später timed, dafür einfach am Abend einfach Voll. Ja, in den Abend rein verlagert. Dafür am Morgen sind wir amigs joggen. Und danach haben wir so ein Workout-Video vom Sascha. Vom Sascha, genau. Sascha, Österreicher. ja, wie heisst der? Sascha Huber. Huber, ja, genau. Der Sascha Haben wir Huber. amigs geschaut und Genau, er ist ein hure motivierender. Der Typ wirklich, wenn er anfängt mit dem Video, ja, let's go! Du bist schon so, okay, gut, ich mach's. Und dann sagt er auch so, Überraschung und noch einmal die Übung. Und jetzt halten. Und dann wirklich, wenn er das macht, er motiviert total. Er macht's hure gut. Also, wenn ich ihn sehe, dann werde ich zur 50-jährigen Frau, die vor dem Fernseher steht und ihre Übungen macht, Alter. Pump up the jam, pump it up. Genau. So einmal links und stretchen ganz nach hinten. Und ja, so kommen wir dann am Hat's nicht? Es hat doch noch Zumba. so... Nein, Fit mit dem John. Hat's doch gegeben. aber- Fit mit... Fit mit dem John? Mit dem Can, ist das mit Can gewesen? Also so ein Bündner habe ich gemeint. Boah, keine Ahnung. Das weiss ich dann müssen wir nicht. nachher auch Müssen wir nachschauen. Ja. Fit mit Can. Fit mit dem John. Ja, aber früher hat es noch mehr so Sendungen gegeben, wo das halt im Fernsehen gelaufen ist. Weil du hast es nicht auf YouTube nachschauen. Oder? Ich habe letztes Jahr auch Baywatchers angerufen, aber es hat niemand abgenommen. Was? Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Hast du nicht gecheckt? Nein, habe ich nicht gecheckt. Also bei Baywatch? Oder? Ja, Baywatch kenne ich schon, aber... Nein, ich habe es falsch gesagt. Alter, ich habe es falsch gesagt. Alter, ich habe es jetzt auch scheiße. Baywatch? Ja, Was nein. willst du? Ich habe letztens bei Weight Watchers angerufen. Aber es hat leider niemand abgenommen. Aha. Ja, okay, jetzt... Aber jetzt hast du gecheckt. Ja, so halb, ja. Also ja oder nein? Nein, eigentlich nicht. Also ich habe gemeint, ich habe gecheckt, aber ich glaube nicht. Weight Also- Watcher, was ist mit... Hat es die gekopst, oder? Was ist mit Weight Watcher? Nein, bei Weight Watchers, das ist so für amerikanische Frauen, so Mitte 40, die zu viel Gewicht haben und die wollen abnehmen. Ja. Und ich habe dort mal telefonisch angerufen, aber es hat niemand abgenommen. Oh mein Gott, jetzt habe ich es gecheckt. Ah, so gut, okay, gut, krass. Oh shit. Ich glaube, es ist auch ein Peach Weber-Witz. Darum ist es so gut gewesen. Ja. Oh Mann. Ja. Aber Äh, Dings, aber mit Joggen, mit dem Sascha, mit dem Video anschauen. Bei mir nach dem Sport, ich finde es geil, einfach jetzt kann ich sagen, halt, Nils, kann ich mir reden. Die der- Jungen würden sagen, es kracht. es kracht. Den Körper nachher zu spüren. Ja. Einfach wahrzunehmen, hey, auch wenn es nicht danach so aussieht, aber du hast irgendwie schon noch Muskeln. Ja. Und das hebt dich zusammen. True. Und dann einfach so die ganzen Muskeln, wie sie so pulsieren und so. Ist Voll. schon krass. Aber fühle ich schon auch. Das ist auch, wenn du so, also jetzt, oder wenn ich meine, ich habe jetzt auch keine breite Oberarme, aber wenn ich jetzt Training gemacht habe, eben Oberarm oder Brust, und nachher bist du ja voll aufgepumpt. Und also deine Muskeln sind einfach voll aufdingselt. Und wenn du dann dich so bewegst,
dann merke ich zum Beispiel, dass mein Oberarm am Bauch ankommt. Also, weißt, Weil du einfach so ein riesen Fetzen weil ich bist. so ein Fetzen bin, kommt plötzlich der Arm mehr am Ding an, wenn er aufgepumpt An ist. deinen Männertits. An meinen Männertits, ja, Mann, Digga. Kommt er mehr an. Und Ja. das fühlt sich dann wirklich so an, wie so, ja, wie wenn keine Ahnung, was für ein Kasten wärst dabei. Nachher auf die Waage stand und 62 Kilo. Und dann so, okay, gut. Der andere dort ist doppelt so schwer. Der lupft mich mit einer Ui. Hand. Haben wir das jetzt echt gehört? Ja, vielleicht. Das, Ja, Google hat einfach mit sich mit dem Router verbinden, aber hat nicht das gel- ist, nicht also, nebst dem, dass du jetzt uns gerade zuhörst, Stimmt. gibt es da in dieser Wohnung praktisch in jedem Zimmer so einen Wanzen von Google. Genau, also eigentlich einer von Google lässt auch zu. Wahrscheinlich. Und damit verbunden wahrscheinlich den NSA. NSA, genau. Die NSA, das FBI, CIA, die wissen da auch voll Bescheid. Safe. Aber weißt du, wir tun das Spiel in einer Art wie in umgekehrter Richtung wir spielen, weil das, was wir sagen, wo sie über die Wanzen zulassen, über Google Home, tun wir extra auf Spotify und so schon aufladen. Und nachher weiss die ganze Welt Bescheid und sie wissen nicht mehr als alle anderen. Ja, true. Also wir haben das Spiel eigentlich Ausgehebelt. ja, Jede ausgehebelt. Information, die sie jetzt da über uns gewinnen, ist, können wir nicht verkaufen, Bitches. Die gehört uns oder respektive gehört allen oder eigentlich gehört Spotify oder so. Aber ja, wir haben Machtverschiebung. Voll, ja. Mehr Macht an Spotify. Warte, irgendetwas wollte ich noch erzählen, aber ich weiß es nicht mehr. Spotify. Wup, 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 wup. Spotify. Wup, wup. Ich bringe es nicht mehr zusammen. Ist okay. Ich fühle mich da wie irgend so ein Typ, der zu viel Geld hat, weil ich die ganze Zeit mit so einem Weinglas in der Hand anhocke. Aber das ist das erste Mal, wo du heute beim Podcast Ja. das Gläschen Wein hast. Eigentlich, also wir haben ja eigentlich auch immer einfach ein Bierli, aber halt eben heute unsere Weinflasche, die vom Himmel runtergekommen ist. Ein Geschenk von Das Gott. Geschenk von Gott, genau. Soll mal einer sagen, dass das nicht von oben kommt. Alles Gute kommt von oben, oder? Ja, und es ist wirklich ein feiner Wein. Es ist wirklich ein feiner Wein. Und dann haben wir zum Mittag das Gläschen uns genehmigt. Und ja, er hat mir gefallen. Und ich bin nicht so der Bier-Weinmischer. Das... Ja, Misch. ja. Also es hat so für mich entweder kein Bier oder ein Gläschen Wein. Aber keins wäre auch schade gewesen. Wenn man schon mal einen Grund hat zum Saufen. Dann muss man das nutzen, oder? Ja, es soll ja da in diesem Podcast um nichts Intelligenz gehen, sondern es geht um Gemütlichkeit. Und wenn wir uns da in so eine gemütliche Situation manövrieren können, dann dient es ja der Sache, Ja, voll. Würde ich auch sagen. sozusagen. Also Sozusagen. total gute Ausrede. Ja, jeder gute Grund ist einfach eine gute Ausrede. Ja, und es gibt keine gute Geschichte, die mit Salat angefangen hat. Nein, gibt's nicht. Nein, aber jede gut hört mit einer Flasche Wein auf. Das ist wieder der Kollege mit der Handschelle, der das sagt. Ja, genau, das ist der Kollege mit der Handschelle. Absolut, ich weiß auch nicht, der hat sich einfach nicht im Griff, der Typ. Weißt du? manchmal spürt er sich nicht. Nein, das ist wirklich... Ja, von dem kann ich noch viel erzählen. Aber vielleicht auch nicht unbedingt heute. Ja, So, ja. Aber ich habe es sehr interessant gefunden. Es war spannend. Extrem, ja. Voll. Ich weiss Und nicht. es gibt vielleicht, das ist ein Schnipsel, das ich vorne mal irgendwo hätte droppen, aber ich glaube, wir kommen langsam Non-Stress, also wir Zu haben alle einem- Zeit von der Welt. alle Zeit von Ja, der Welt, ja. weil ich hätte das eigentlich schon vorne wollen sagen, Aha. aber wenn ich es vorne gesagt hätte, dann wäre es eigentlich Feierabend Aha. gewesen. Und darum habe ich das jetzt... Dann muss ich noch etwas vorher sagen. Okay. Und zwar, ich habe gelernt von grossen Podcasters, habe ich gelernt, man muss immer einen Teaser für die nächste Folge machen, damit man Scheiße. sich schon Wunder nimmt, was die nächste Folge ist. Und darum müssen wir jetzt irgendein Thema haben, das wir nächste Folge besprechen. Das heisst, wenn euch auch alle interessiert, welche Seife der Nils benutzt, dann hört das nächste Mal rein, weil ich frage den Nils uneingeschränkt, was für eine Seife er benutzt. Badesäufen. Egal, alle. Aber das nimmt doch niemand Wunder. Doch, sicher.
Ja, darum habe ich es ja gesagt. Auch dein Kollege. Vor allem mein Kollege. Oh, Scheiße. Ja. Nein, aber. Also, wenn du das nächste Mal willst erfahren was für ein Bodensäufe und was für ein Quietschen endlich ich in der Badewanne. Spoiler. Keine. Darf man das sagen, dass ich kein Bodenentchen habe? Nein, ich habe gemeint Säufen. Du Aha. so, welche das du benutzt, ist Einmal Fun Säufen Fact. habe ich schon. Keine. Vielleicht. Ja. Also, Ja, egal. ihr müsst dabei bleiben. Und das, was ich vorne zu Pirates of the Caribbean noch wollte droppen, und zwar der David Jones, eben der, wo Tintenfisch. Der Tintenfischmann, der hat in irgendeinem Film hat der eben mal gesagt, der Tod macht das Leben erst lebenswert. Müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, weil es ist sehr philosophisch und vielleicht können wir ja diese Frage das nächste Mal neben meiner bezaubernden Bodensäufe auch noch mit thematisieren. Finde ich geil, ja. Finde ich ein gutes Thema. Fix. Also vor allem Badesäufe. Nein, ich finde es gut, ja. Finde ich ein spannendes Thema, weil es ist ja so. Könnten wir jetzt eine Stunde philosophieren, aber das machen wir nächstes Mal. Das machen wir nächstes Mal. In diesem Sinne, peace out. Wunderschönen Abend. Viel Spaß. Grüßli diehei. DJ Digel. Guten Morgen, der feine Herr Gator. Ich bin ein Phänomen, ich bin 10 von 10, geometrisch perfekt wie ein Lego-Face. Ich hab den YouTuber-Look wie im Buche gedruckt. Jeden Tag fresse ich ein neues Beauty-Produkt. Ich schütze mich, denn ich lese nie die Preisschilder. Sie dulden keine negativen Vibes-Bilder und sie dulden keine Gesichtsfalten. Michael Jackson-Style, ich muss Schritt halten. Also trage ich noch mehr Schichten auf. Wer will schon eine ehrliche Haut? Mein Lieblingsrohstoff, Botox. Ich hole alle Preise, sie nennen mich Hohlkopf. Ey, yo, Spieglein im Handy, sag mir, bin ich der King? Der Spiegel zögert verlegen, dann beginnt er zu singen. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Weder lesen, noch schreiben, noch was anderes. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Du kannst nicht mal was dafür,